Welkom naar onze korte antwoorden voor grote vragen. En vandaag onze vraag is, wat is de Heilige Geest lasteren? En deze zin wordt in de Bibel wordt van geredet, en besonders in Matthäus, is een strenge zin. En ons wordt gezegd, dat wanneer we deze zin doen, voor ons is het geen hoopning. Voor ons is het geen weg dat we het eeuwig leven kunnen krijgen. Matthäus kapitel 12, 31, but 32 zegt het zo staat. Deswegen sage ich junt, den Menschen wird alle Sinn und Lastering vergeben worden, und bei der Lastering jenen der Heiligen Geist wird nicht vergeben worden. Wer jenen den Menschen sein redet, kann Vergebung kriegen. Aber irgendwer, der jenen der Heilige Geist redet, wird nicht vergeben worden. Nicht in dieser Zeit und auch nicht der nachher kommt. So Jesus sagt hier, der Sinn wird wir tun, die können alle vergeben worden, buiten eine sind. Und ich glaube, wenn wir diese Versen lesen, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, zu wem redet Jesus hier. Redet er nur alle Menschen oder redet er bloß nur die, was Rame anbieten? Und ich glaube, wenn wir das lesen, dann redet bloß nur die, was Rame anbieten. Da wären die Pharisäer und auch die Schriftgelehrten, die am Spotten deuten. Jesus deed viele Wunder, wenn er hier war. En hij deed dat door den Heiligen Geest in de Kraft. En dan, wanneer de Pharisäer zijn deden, wat God door Jezus deed, of wat Jezus deed, wegen hij God weer, dan spotten die aan en zeiden, dit wat u deed, dat komt der zo in zijn Kraft. En dan kan we zijn, wo Jezus spotten, dat zo'n strenge zin is. En deswegen wie Jesus so streng. Hij kon zijn wat hart weer, wo hart hart weer, en wou wir keine Weg, wo sie würden sich handgeven, dann die Radung annehmen, was Jesus geven deed. So, ich würde sagen, für Christen von der, wenn wir nicht in der Stadt sind, wo die Pharisäer wären, Jesus Christus ist nicht hier im Fleisch, Jesus Christus der nicht der Wunder, der den Heiligen Geist seine Kraft, das ist nicht mehrlich, dass wir in Kraft seiner Weg kann der Heiligen Geist lastern, als was die Pharisäer dort deuten. Aber die Bibel lehrt über sehr gut, sehr klar, dass wir sollen nicht den Heiligen Geist aufsehen. Und das sei wie in Epheser Kapitel 4, der dort der Vers, und das sagt, wir sollen nicht den Heiligen Geist beleidigen. Aber das als ordentlich ist der Heilige Geist lasteren. So, wo ist das dann verbunden mit verloren gehen an den Heiligen Geist lasteren? Well, das kann sein, dass wir können den Heiligen Geist nicht so lastern, kraxes der Pharisäer deuten, aber wir können den Heiligen Geist oft sein, in so einer Weise, dass wir die Radung nicht kriegen. Was ich meine mit das ist, die Bibel lehrt uns, der Heilige Geist tragt uns nur die Radung, tragt uns nur Jesus, und wenn wir dort oft sein, dann was der Jesus uns schaffen wird, dann gehen wir verloren. Wir gehen nicht verloren, wenn wir dort oft sein, dann was Jesus getan hat, wir gehen nicht verloren, wenn wir dort nicht annehmen, dann was er uns geben wird. Ohne dass wir durch Jesus Christus sie genau, durch Glauben, Jesus Christus seine Radung annehmen, dann, wo wir verloren gehen. Und wenn wir den Geist oft sein, dann der wird uns zu der Radung rauben wird, dann ist es keine Hoffnung für uns. Und dann sind es wird sein, ich glaube, ich habe den Heiligen Geist gelastet. Das ist die ernste Hoffnung für mich. Ich glaube, wenn wir die Frau, so steht Frau und das ist der Beweis, dass das noch nicht verloren ist. Wenn der Geist ein Mensch verloren wird, dann ist es keine Wunsch, du hast keine Verlangen, dass du die Radung kriegen wird. Du hast keine Verlangen für Gott. Du hast keine Verlangen, um sich abmerken mit Gott. Und wenn du ein Verlangen hast, um abmerken mit Gott, das beweist, dass der Heilige Geist noch schaffen wird und du noch eine Hoffnung hast. So, ich weiß nicht, wo du mit Gott stehen wirst. Ich weiß nicht, was du getan hast, was du zu Gott gesagt hast. Aber auf Gott die von dir rauben wird, sei am nicht auf. Wenn Heilige Geist die rauben wird, haben abmerken mit Jesus Christus. Wenn du noch nicht diese Radung angenommen hast, von der ersten Tag, haben die abmerken mit Gott. Well, ich bin dankbar, dass du hast mit mir taub diese Frau durchgegangen von dir. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.